Talk it like Louis D. One check, one Es geht check, wieder los, one Chicos, wir check. sind wieder back in the house! Ich bin wieder in Unterzahl heute. Schieb ist wieder übernommen, Chicos. Let's Ich go! bin nervös, Porben haben wir geklaut. One check, der gute Schweizer ist da mit 2 Scheibis. Ich komme von der Nationalmannschaft. Jawohl! Hey, Chicos, was läuft? Was geht? Welcome back. Wir sind wieder einmal mehr hier am Sitzen, der wunderbare Luz Palokai. Hello, ladies and gentlemen. Der Quotenboy wieder mal, ich selber, der Randy ist da und wir haben einen wunderbaren jungen Mann. Absolut. Aus dem wunderschönen Kanton Zürich. Ein Welcome. herzlichen Applaus für den Hoti himself. Hello. Swiss Comedy TV Boy is in the house. Danke. Plus wieder mal jemand, der Essen mitgebracht hat. Ja, voll. Ey. Riesenlegende, Mann. Nein, Hey, jetzt sagen, es hat ein bisschen mehr gegeben, weil sonst meinen sie, schau nur, den Dings hat er gebracht. Es hat nur das gegeben. Für mich größte Legende bringt mir einfach Pipas. Voll, Alter, riesen Und G, ich Alter. liebe das. Das wissen sehr viele von meiner Familie, dass ich ab dem Ey, kenne. bevor wir groß anfangen. Ey, Bro, was läuft? Wie geht's? Hoti? Alles im Grünen? Gut, danke. Ja, danke für die Einladung, danke, dass ich da Danke, sein. dass du dir Zeit genommen hast. Ey. Ja, danke Ja, dir für Ganz geil. Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal an einem Podcast, keine Ahnung. Hey, ich, mir hat nur gefreut, dass du Geiles Talk Sieg. It Like Lucy gerade zuerst bei uns Ja, bist, Mann, geiles Sieg. Ich bin leicht nervös. Nachher musst du nie mehr zu einem Podcast. Schon gut, Nie das mehr. letzte Mal. Ja. Das ist das letzte Mal. Einmal, dann nie mehr. Nächstes Mal frage ich einfach, wo das ist. Sobald es außerhalb von Zürich ist, dann ist gewesen. Das ist ab jetzt ist immer unsere Taktik. Ja. Niemandem erzählen, wo unser Podcast Ja, Bro, du weißt gar nicht, ich mache jedes Mal so, immer wenn ich mit den Leuten schreibe, ich sag das nie. Wissen die anderen, wo das ist? Wir sagen nichts. Das wissen Hey, es ist im Fall 15 Minuten von Zürich entfernt. Gut, wenn jemand wirklich würde recherchieren, findest du das raus. Ja, voll. Eigentlich Ich schon. will. Locker. Aber momentan, ich glaube nicht, dass es jemand macht. Eben. Nein, ja, einmal, das Geiste ist einmal, wo der Steve Merson da war, hat er live gegangen und hat so unsere Adresse voll. geleakt. Nein, Bro, nachher, und er hat so gesagt, ey, kleine Kids, am gleichen Abend noch. während dem Podcast. Ja, ist live gegangen. Ja. Ist live gegangen, weil wir am Aufnehmen nachher so, ich komme da nicht, der zuerst da kommt, kann im Podcast und Gibt es so. gratis Mikrofon? Oder so? Bro, du hast so ein Playstation so da verschenkt, oder? Bro, Bro, nachher kommt er, Bro, etwa 30 Kinder dort raus von der Schule am Stehen, Alter. Wir Also gehen wir schnell live. Komm, wir verschenken etwas. verschenken, was du willst, Alter. Wir verschenken nichts, Alter. Ich bin Schweizer, ich verschenke Pass. nichts, Ich habe Alter. gar nicht. Das Auto da draußen. Geil. Verschenken wir das Auto, das ist nicht mir. Auch geil. Du bist ja, Vom Geschäft? nimmst schon mal Autos vom Geschäft? Ja. Geil. Ja. Geil, gerade ein Einstieg. Was machst du eigentlich so? Hauptberuflich bin ich Autoverkäufer bei Mercedes. Und nebenberuflich mache ich noch so ein bisschen Sketch-Videos Nice, auf nice. Swiss Comedy TV. Ja. Hammer. Wie lange machst du das schon? Was? Sowohl als auch. Autoverkäufer 2015, Videos 2015. Ah, wirklich? Beides? es hat sich Beides irgendwie Jubiläum gerade das Jahr? im gleichen Jahr. Stimmt, sag's Wild. nicht. Es wird so ziemlich August. Mit den Videos ist es glaube so Dezember 2015 gewesen, plus minus. Und Verkäufer August 2015. Ja. Und was macht dir mehr Spaß? Hey, beides. Und darum mache ich das andere auch hauptberuflich. Ja. Weil das für mich immer so ein bisschen ein Traumjob war. Ja. Viele denken jetzt so Autoverkäufer, Traumjob. Nicht Pilot oder so, sondern Autoverkäufer. Das war so immer mein Traumjob gewesen. Und das mache ich jetzt seit Bist du auch so ein 10 Jahren. Autofreak? So? Nein, Gar nicht. nein, eigentlich nicht. Also ich habe schon 2, 3 so Autos, wo ich denke, wow, Okay, die gehören definitiv auf der Liste. Aber nicht so, dass ich jetzt, das darf ich jetzt fast nicht zu laut sagen. Hey. Nein, das nicht. Nein. Trotzdem noch ein Politiker, Minge. Ja, voll. Minge hat er fast rausgehauen. Wie hat das überhaupt angefangen da mit diesen Videos? Wie bist du überhaupt auf das drauf? Hey. Sorry. Aber wie bist du auf das gekommen, dass du so Ich- Videos gestartet hast? Ich habe damals mal die Videos mit einem Kollegen zusammen gemacht und eben im 2015. Dort haben wir sie das erste Mal so ein bisschen ausgestrahlt und wir haben zusammen gearbeitet. Und während dem Arbeiten, man arbeitet ja nicht nur, man macht auch ein bisschen Scheissdreck nebenbei. Und, Nicht bei meinem Arbeitgeber, ich bin auch angestellt. Dort nicht. nein, das machen wir jetzt natürlich auch nicht. Nein, das nein, ist so. nein. Früher hat man so etwas gemacht, als man noch jung war. Vor allem du nicht, nein, du. Ich erzähle weiter, sorry. Und dann haben wir es angefangen aufzunehmen. Und irgendwann haben wir es einfach mal angefangen zu posten. Und Geil. dann so hat es angefangen. Also von 200 Likes auf 300 Likes auf 400 Likes. Auf Instagram gestartet, oder? Facebook dazu mal. Auf Facebook? Ja, Boah, ja. das ist ein Zeichen, du bist alt. Ja, ich bin alt. Ja.
Ist so. Das Ist ist so. so alt wie mehr, Mann. Hey, ja, aber heutzutage, ich tue immer noch Facebook öffnen und schnell reinschauen, weil alles andere ist so ein bisschen... auch. Es Ja, ist aber alles gleich. ist Facebook nicht einfach so ein Tool, das du nutzt für Verwandte oder Tanten und so? Nicht mehr. Die sind mittlerweile eben auch schon Auf Insta, Insta. TikTok. Ja, ja. Die Was machst siehst du auf du- Facebook? Facebook ist jetzt so, du siehst so Nachrichten, dann denkst du so, ach shit. Und dann schaust du, eine Woche alt, dann denkst du so, fuck, das ist verdammt alt. Ja. Und es ist aber erst auf Facebook erst aktuell. Ja. Voll. Und darum, es ist irgendwie so ein bisschen neu. Du liest alte News und Ja, denkst so, ich bin, ah, fuck. ich bin auch so, ich weiß nicht wieso. Auch sehr viel auf Facebook. Einfach etwas anderes. Du kennst es, du machst Insta auf, machst zu, machst TikTok auf und wieder zu. Meistens bei TikTok machst du zu und gerade nochmal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann denkst du so, wieso? Und Facebook ist so wirklich, siehst du so ein bisschen Fühlst du dich so anders. erwachsen? Ja, irgendwie schon. Aber was hast du dir dabei gedacht, wo du mit diesen Videos angefangen hast? Hast du etwas erreichen mit diesen Videos? Gar nicht. Oder einfach gemacht? Aber mal planlos, Ja, oder? wirklich planlos. Es ist wirklich mir das Zweite, wir haben ein bisschen Scheissdreck gemacht. Alle Mitarbeiter haben es dort also, ich sage jetzt mal, oder haben es auch da, die haben es lustig gefunden. Und so hat es wirklich angefangen, ohne Plan, ohne irgendwie, hey, jetzt werden wir irgendwie, keine Ahnung, was, oder Ja. wenn so und so viele Leute erreichen, überhaupt nicht. Und ich glaube, darum hat es nachher auch eingeschlagen, sage ich Ja, jetzt voll, mal. voll, absolut eingeschlagen. Sehr stark. Ja, total. Und wie hast du denn, weißt du, wenn du so, ich stelle mir das so vor, wenn du so planlos mit dem angefangen hast, wie hast du denn den Hunger gehabt oder die Konsistenz, weißt du, Zum Weitermachen? ja, genau. Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann tue ich die gerne teilen mit anderen. Und Ja. wie mache ich das heutzutage, indem ich einfach ein Video daraus mache. Und wenn du siehst, dass einer sagt, hey, der denkt wie ich, dann hast du ihn. Ja. Und das findest du wie gut, weil du weißt, du denkst gleich wie die einen Leute, wie so Retro-Zeug von früher, wo Ja. du so denkst, hey, stimmt, weißt du noch, früher. Und so Videos habe ich auch sehr gerne gemacht. Einfach alte Sachen zeigen im Video, wo die Leute denken, hey, voll, das haben wir noch Wild, ja. früher so So gehabt. MSN-Chats oder so, Zum weil du Beispiel, so ganz genau. ein Video machen oder so. Ja. Und da kommt noch dazu, dass die Leute natürlich eben das cool finden, das auch dementsprechend vielleicht kommentieren oder liken. Jetzt nicht so, dass du denkst, oh, geil, Likes und so, sondern mehr, du machst etwas richtig. Ja, ja. Und wenn man etwas richtig macht im Leben, dann macht man es natürlich auch öfters und gern. Ja. Und so ist es dann immer weitergegangen. Ja. Ist denn für dich nie ein Thema gewesen, ey, das läuft easy gut, ich will das Fulltime machen? Nie, nein. Wirklich? Noch nie, ja. Weil Es einfach, ist noch weil nie einfach, das Ziel weil gewesen. einfach zu unlustig bist, oder? Auch. Ja. Direkt So. ehrlich ins Gesicht, au! Direkt. So muss ich 10% lustig sein und 110% kann ich normal arbeiten. Geil. Und dann darum geht das eben perfekt auf. Und stell dir vor, 100% lustig sein. Wow. Ja, Ja, klar. Nein, 24 es ist- Stunden. Es ist im Fall wirklich nie meine Absicht gewesen, von diesem Leben Ja. oder einfach zu sagen, ich höre jetzt auf arbeiten und mache nur noch das. Es hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Oder? Der eine Grund ist einfach finanzielle Sicherheit, oder? Sicherheit, die ich so natürlich habe für meine Familie. Oder ich kann nicht absolut. sagen, hey, ich wohne bei den Eltern und habe ein Busbillett und gut ist, sondern ich habe meine Verpflichtungen, die ich muss nachgehen muss. Und die habe ich so abgesichert in dem Sinn. Und das andere ist natürlich, ich verdiene nicht schlecht. Und darum ist es nie dazu gekommen, zu sagen, hey, ich verdiene jetzt, also nicht falsch verstehen, irgendwie einen durchschnittlichen Lohn Ja. und sage jetzt, hey, ich muss jetzt aufhören, weil den durchschnittlichen Lohn hole ich mit den Videos sowieso rein. Ja. Könntest, aber eben, das ist nie so die Absicht gewesen. Ich muss dir ein grosses Kompliment geben. Du bringst es, also ich verfolge dich schon länger. Deine Videos, du bringst es wirklich brutal über. Danke vielmals. Und die Videos, wie Danke. du sie zusammenstellst und die Ideen sind, also vor allem die albanischen Sketches und so. Danke vielmals. Macht mich immer kaputt. Das machst du wirklich sehr, sehr stark. Und ich finde das auch gerade speziell, wie du jetzt gerade da neben uns stehst. Voll. Und normal du- Deutsch reden. Genau, und so ganz easy und ja, nicht lustig, also normal. einfach Normal, ja, nicht 100%. Also, Ja, also voll. es ist auch einer der ersten Fanboy-Momente gewesen, wo ich am Schluss gesagt habe, dass du kommst. Ja, voll. Das ist Ah, einer wirklich? der ersten Ah, so Fanboy, gut. einer der ersten Fan, muss man schon ehrlich Geil, sagen. sehr. Ich schwöre. Geil, Muss man schon sehr. schauen, wenn du Können wir rot zwei hast. weiterreden und die rauslassen? Schade. Ich sage wie Nationalmannschaft. Ich muss gehen. Ja. Nice, geil. Und wie ist es nachher so weitergegangen? Weißt du, jetzt mittlerweile hast du ein bisschen nachgelassen mit den Videos, habe ich gesagt. Mit lustig Nein, sein. mit lustig Nachgelassen, mit lustig Also, nein, nicht nachgelassen, sondern mit dem Posting und so. Ja, es ist definitiv so. Also ich habe dann immer als Autoverkäufer habe ich einen Tag unter der Woche frei und einen Sonntag.
weil ich Samstag immer arbeite. Ja. Und dann habe ich es immer so gemacht, dass ich an meinem Freitag die Videos gemacht habe oder am Sonntag halt. Das heisst, zweimal irgendwie probiert. Und jetzt ist es so, ich habe zum Glück einen kleinen Bub, wo... Gratuliere. Danke vielmals. Gratuliere. Sonst Danke mal vielmals. Applaus, Donne. Kurz Applaus. Bravo. Danke vielmals. Geil. Wie alt ist der Bub? Jetzt die einen denken jetzt, wieso redet er in Monaten? 1,5, ich sage lieber 1,5. Ja, weißt du, kennst du die, die So die sagen, 18, ja, ja. mein Sohn ist jetzt 27 Monate und so, Kollege, und fickt mich nicht, Alter. genau, dann so überlegen, wie alt musst noch ist das? rechnen. Ja. Der ist 18, Mann. Älter als du. Wie geht das? 1,5. Oh, schön, gratuliere. Ja, Gesund. genau, danke vielmals. Gesund, Sehr gesund schön. munter. Gott sei Dank. Und ja, das braucht natürlich Zeit, aber Zeit, die man sich gerne nimmt und zusammen verbringt. Oder? Und jetzt kann ich nicht an meinem Freitag sagen, hey, wartet schnell. Ja. Und jetzt mache ich mein Video, das geht nicht. Ja, absolut. Selbst dann, wenn jetzt meine Frau oder sonst jemand da ist, der schaut, ich bin einer, ich brauche so meine Ruhe, um die Videos zu machen, um mich einfach wirklich auf das zu konzentrieren, wie jetzt mir. Oder? Wir können jetzt nicht ein Video machen, wenn dort jemand am Spielen ist. Das Ja, geht nicht. schwierig, ja. Du kannst sie nicht ausrühren. Habe ich zwar auch schon gemacht, aber... Schwierig, kommen wieder retour, das ist eben. Genau, Sehr genau. verständlich, absolut. Ja, total, aber ja. vergiss nicht deine Fans, gell? Nein. Oder wie? Warte, moderne. So. Ah, die Moderne. Das gibt ja noch den, da gibt es ja auch nicht. Aus Herz. Auch ein Herz, ja. Das ist Nee, nicht ich habe mich gefragt, was es ist. Bro, ja. Ich bin alt. Das hat uns doch irgendjemand... Aber die Naomi Laren, die da war, hat uns das gesagt. ja. Die hat uns das, sie macht das vor uns. Stimmt. Sie hat irgendwas gesagt, Liebe, nachher ich mach so, er macht so den Neuen, oder? Ja. Und sie macht so. Ich so, Kollege, was machst du? Bist du am Schnipsen, oder was? Ah, jetzt check ich's. Das Wie Herz. machen den? Ja, Mann. Und ich dachte, wieso? Weißt du, vielleicht ist es irgendwie... egal. Mein Handzeichen früher war der. Blatt. Was? Was heißt Blut auf Englisch? Ah, wirklich? Ja, Letztes Mann. Mal auch. Von Gangsterfilm früher. Ey, Ich mache einfach den. Es geht nur den. Es geht nur den. Letztes Mal habe ich so gemacht. Ja. Da hat mir einfach einer gesagt, also so, Scheiße, Mann, du bist hure alt, ey. Doch, ich so, wieso, Mann? Nur weil ich Handzeichen so gemacht habe. Weißt du, ich so, oh. Aha. Das habe ich auch nie geschafft. Ich habe immer so versteckt irgendwie Ja, so. mit 2 Händen Und probiert, ja. nachher so. Ja, Mann. Auch geil, auch geil. Ja. Was sind deine Familie, dein Umkreis so von diesen Videos gehalten, so am Anfang? Hey, die haben immer so gedacht, wieso lachst du uns aus? Und du lässt dich natürlich inspirieren daheim, oder? Ja, safe. Und der erste Gedanke ist so, eigentlich redet er von uns. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Kommst du einfach, der schlägt dich Ich ab, schwöre. Alter. Wie war So, das? wegen dem mache ich Videos, Mann. Es ist, Du wirst geschlagen, weg. es ist aber so, du tust dich daheim inspirieren Geil. lassen, du tust dich in der Finde ich Ferien geil. inspirieren lassen, Ja. mit den Verwandten, mit den Dingen. Und Ja. egal, wo ich hingehe, nee, aber du musst ja jetzt uns nicht nachmachen. Machst jetzt nicht ein Video über uns. Jedes Mal. Nein, Mann, Geil. jetzt nicht, aber in 2 Wochen. Wenn Wenn's du denkst, das ist vergessen nicht hast. mehr gehen. Ja. Genau. Aber es ist wirklich so, du gehst noch mit her, dann denkst du so, dann machst du schnell eine Notiz, einfach so 2, 3 Stichwörter und ja. Bro, verfluchen dich alle, wenn du das Handy für die Ja. Notizen gehst. Alle dich verfluchen. Ja. Geil. Etwa so. Aber nein, es ist, meine Mama ist Fan natürlich. Ja, ja. Schaut sie Glaub immer ich. wieder gerne an, ja. Und die Kleinen von meinen Brüdern zum Beispiel, die sind jetzt mittlerweile so in einem Alter, wo, hey, dein Onkel macht doch Videos. Ja, und Ja, so. ja. Und dann wollen sie gerne auch dabei sein und Ja. die feiern es natürlich auch, ja. Ist von Anfang an Positivität dir entgegengebracht worden von deiner Familie? Ja. Schon. Also was Videos Also ich meine, angeht, ja, nicht, ich Ja. meine jetzt auf Videos bezogen. ja, voll. Von der Familie her, ja. Und ist bei euch auch, wie ist bei euch so Comedy aufgenommen worden? Oder wie so Comedians früher, ist das so ein Thema gewesen, so, ey, weg mit dem, wenn du ins Fernsehen kommst oder so, ey, Ja. ist so fast ein bisschen belächelt worden oder ist so von Anfang an? Nein, gar nicht eigentlich. Aber vielleicht hat das mit dem zu tun, dass ich noch 100% geschafft habe und nicht so, hey, Ja, jetzt man- setze ich einfach nur noch auf Videos und so quasi kann arbeiten, verdienen Geld, statt Ja. jetzt die blöden Videos zu machen. Also ich habe zuerst meinen Job gemacht und dann die Videos. Und ich glaube, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Dass, Total, ja, gesehen, ja. Ja. Wie Genau. er so auf schlechte Kommentare, es gibt es immer wieder, das ist normal irgendwie in der heutigen Social-Media-Welt. Hast du ein bisschen so Erfahrungen können? Ja. mit Ich so glaube, schlechten Emotionen? Wie hast du reagiert? So? das hat jeder, der so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. absolut. Der Beste oder der ich sag mal, der Sympathischste ist Genau. sympathischste. Das ist nicht das raus. Vergiss den Fisch. Nein, alles gut. Ein anderes Wort für sympathisch. Der beste Mensch auf Erde Ja, hat seine Fehler oder sagen wir mal seine Hater. Ja, genau. Und die gehen einfach Fehler suchen. Und darum, am Anfang bist du natürlich völlig unerfahren, du weißt gar nicht, wie reagieren und denkst so, wieso hat er mich jetzt da beleidigt oder wieso? Ja, total, ja. Aber am Anfang ist so,
dem schreibe ich jetzt zurück und dem gebe ich es jetzt oder ich gebe eine Antwort, wo ich ihn dazu umstimme oder was auch immer. So eine Konfrontation. Ja, machen, bist eingegangen. Weil total. natürlich, du hast früher nicht 300 Kommentare gehabt, du hast irgendwie 10 Kommentare gehabt. Einer fickt dich an. So, Ja, du denkst so, komm daher, Mann, geh mal raus. Ich finde das krass. Nein, also am Anfang, ja, bist wirklich drauf eingegangen, unerfahren, wie gesagt, und irgendwann ist so, es ist natürlich aber nicht so viel, was ich muss sagen. Ja, voll. Es ist nicht so viel Hate gekommen. Am Anfang wirklich so ganz wenige, weil du bist halt noch nicht bekannt, noch nicht berühmt, und dann denken sie so, was will der? Ja, verpiss dich so alles. Genau, aber irgendwann einmal hat sich das, eben, ist natürlich ein bisschen bekannter geworden und dann hat sich das geleitet. Du hast aber auch dann natürlich, weißt du, im Verhältnis gesehen, immer noch ganz wenige Leute, die da probieren zu schreiben. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Leute, die gehen auf Social Media, andere Leute gehen beleidigen, machen extra Fake-Account und selber Leute erlebt, die gesagt haben, das ist mein Fake-Account, um Leute beleidigen. Dann schaue ich so, das ist nicht anders besser zu tun, als jetzt. Total. Weißt du, was ich meine? Total. Weißt, ich finde vor allem auch, weißt du, das ist doch nicht passiert, du bist nicht Person vom öffentlichen Leben geworden mit 30, 33, weißt du, schon, weißt, du bist ein gestandener Mann, du kannst dich unterhalten und so. Mit 20, weißt du, mit 20, 22, wenn du noch ein bisschen grüner hinter den Ohren bist, stelle mir das schon schwierig vor, weißt, wenn du dann so mit so Kommentaren konfrontiert wirst. Ja, und ja, das ist mit so eben. Meinungen. Das ist schon ganz anders. Wenn du jetzt darauf zurückschaust, sagst du, Kollege, wieso habe ich das gemacht? Alter? Voll unnötig. Ja, Die absolut. Konfrontation, weißt du, ist schon was anderes. Ja, Mit so jung, wenn du mit dem fast aufwachst. ja, aber eben, du sammelst deine Erfahrungen, du weißt, wie darauf reagieren. Es gibt vielleicht auch heute irgendwelche Kommentare, wo du dich trotzdem irgendwie einlässt und dann merkst du, Für was? wieso? Ich habe mich schon in Kommentare oder habe mich schon in Gespräche einlassen mit Leuten, die nicht mal gegen mich irgendwie etwas gesagt haben, sondern gegen Zuschauer von mir oder irgendjemand, der einen Kommentar angeschrieben hat. Am Schluss bringt das einfach nichts. Das ist wie wenn du mit einer Wand redest und total, lass einfach sein. Ja. Vor allem, es ist halt ein riesen Unterschied, ob du mit über einem Face-to-Face redest Absolut. oder Ja, ob du das mächtige Wesen Internet dazwischen hast. Ja. Du hast kein Gesicht, man. Du kannst irgendetwas dort schreiben, du siehst die Person nie. Nie. Das ist es. So. Hast du ein paar witzige Kommentare im Kopf, wo da hängen geblieben sind? Nachrichten. Nachrichten, Privatnachrichten. Ich habe es eben gerade jetzt vor kurzem mit jemandem gehabt. Ich habe erzählt, dass ich mal so ein bisschen gegen... Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich habe mal einen Witz gemacht gegen Frauen. Ja. Und eben nicht falsch verstehen, ich habe selber eine. Bist Nein, jetzt muss ich aufpassen. geboren worden von einer, hast du eine. Jetzt Ja. muss ich aufpassen. Auf jeden Fall habe ich dann so einen Witz gemacht und daraufhin habe ich mich dann in einem anderen Video entschuldigt. Aber es war keine Entschuldigung, sondern ich habe es noch schlimmer gemacht. Ja, geil. Bewusst. Voll geil. Und die haben mir dann angefangen zu schreiben, privat. Und das ist wie so eine... Welle kommen. Ja, Voll, krass, ja. Und dann haben sie mir privat geschrieben. Und dann, ich weiß nicht, ob das nachher der ausstrahlen, hat mir einer gesagt, du bist noch nie geworden. Ja. Dann dachte ich, das ist ja genau das, was du eigentlich nicht willst. Und sagst mir so etwas. Weißt du, so, ja, zum Glück bin ich noch nie. Weißt du, Das so, hat eine Frau geschrieben. ja. Bro, was ist das für ein Kommentar? Ja, so, und dann hast du einfach gemerkt, das sind einfach so verhängte Leute, die einfach darauf warten, bis jemand so etwas postet. Und Voll, ich habe es für die wartet, um irgendwo angreifen. Absolut, so wie in einem Gruppenchat. So, Ja, ey, der hat das geschrieben. alle zusammen, Fickerin. jetzt. Geil. Genau, und aber ich habe das so lustig gefunden. Ja, total. Aber sonst so lustige Kommentare, es gibt immer wieder lustige Kommentare, wo du denkst, Ja. das ist so sinnlos, aber... Wie zum Beispiel mein Lieblings, wo wir bis jetzt kassiert haben. Einer war gegen ihn und einer gegen mich. Ich habe mich bei beiden auseinander gelacht. Einer bei so einem TikTok-Video von uns kommentiert. Irgendwie, der Los ist der. Ich weiß nicht, wie es war. Wenn es irgendwann heisst, alle Albaner müssen aus der Schweiz rausgehen, dann ist es genau so ein bisschen wie der Los, weil er so schlecht Deutsch redet. Weißt du, wirklich? weil er so schlecht Deutsch Das ist mir redet. noch nicht aufgefallen. Vielleicht will ich genauso schlecht reden. Und Keine mich Ahnung. hat's verrissen, Alter. Und ich sehe das, und ich so im TikTok-Profil, ich einfach, gefällt mir. Nein. mit dem Nein. Podcast, das gefällt mir. Aber das ist die richtige Reaktion. Normal, ich so, Alter, was wird jetzt mit dem geschrieben? Man wird in beleidigen oder so. Also, ich habe die Geschichte, ich so, du Loser, Alter. Das ist aber das Lustige, wenn du das Zweite bist, Ja, dann voll. kannst du dich im Hintergrund unterhalten über das. Das ist Voll, voll. voll. Einer hat einmal geschrieben wegen mir, so, hey, weil ich bin jedes Mal im Trainingsanzug da. Immer im Trainer. Hat das einen da. Grund? Nein, einfach so. Hast du andere Kleider daheim? Ich bin Banker. Ich bin jeden Tag mit dem Anzug am Arbeiten. Ich weiss, was er meint. Mich schießt an, ich hasse Jeans, ich lege keine Jeans an. Wenn mich meine Frau nicht zwingt zum Jeans anlegen, lege ich keine Jeans an. Wirklich? Also ich hasse, leg's an, weil mach was du willst schon. Ich selber trage es aber nicht so viel.
Und ich immer mit Anzug am Arbeiten und nachher komme ich da mit Trainer und so, easy. Und dann ich die ganze Zeit mit Trainer, noch bin ich einmal direkt vom Arbeiten gekommen, mit dem Anzug. Nachher schreibt irgendeiner, mal schau, was für ein Swiss Life Berater da, die ganze Zeit mit Wirklich? Trainer, nächstes Mal kommt er mit Anzug. Bro, ich hätte es verrissen, Alter. Eben, Aber so, so Leute so im hast. Geschäftschat hat sie uns das gescreenshottet und geschickt und mich jetzt verblasen. Das ist eben dann, schauen alle zu dem vom Geschäft, sehen sie? Also vor allem sieht man da so ein paar Politiker, also ein paar, sieht man den FDP-Vizeparteipräsident hatten. Haben ihr gewusst, über was Ja. ihr redet? Nein, gar nicht. Oder auch so, Bro, den haben wir reingesneakt da. wirklich? Ich erzähle es auch nachher, der ist noch nicht so, die Story ist noch nicht zum Veröffentlichen, Ach wie wir so. einer sind. Aber ja, Wir sind im Bundeshaus gewesen. ja, wir sind im Bundeshaus gewesen. Urgeil. Er hat uns eingeladen ins Bundeshaus. Haben ihr etwas können klauen? Haben ihr etwas können mitnehmen? Also weißt du, so, Ich habe jetzt kommt klären, klauen. haben ihr etwas können mitnehmen von dem ganzen Tag? Zu ihm. Er sagt zu ihm, so, zu dem Nationalrat, zum André Silberschmidt, liebe Grüße, kommt raus, sagt er so, man, weißt du hast da ja auch viel zu sagen, weißt du? Ja, schon ein paar Connections so. Man besorgt mir einen Schweizer Pass, weil Nein, die ganze ah, du hast Zeit keinen? so einen Pass am Kämpfen. Ja, aber schauen wir nachher zusammen. Ja, ja. Also ich weiss, wo... Ich kann den tschechischen Pass kaufen, Alter, auch gut. Ja, bist du sicher, ist das gut? Mittlerweile können wir überall hinreisen. Ja, Ja, ja. kannst du in die Schweiz, Ja. Alter. Das lange nicht. Ich könnte auch mal ausreisen. Wieder zurückreisen. Ja, Nein. da ist zum Beispiel auch Was was soll ich jetzt sagen? Weiß gar nicht mehr. ist eigentlich, ich habe gesehen, du befasst dich sehr viel wie sagen wir dem, mit Spenden, Mhm. Ja, man, das ist wild. Hure geil. Down-Syndrom. Mhm. Kannst du mal ein bisschen von dem erzählen? Wie, Wilder Punkt, bravo. Ja, das hat auch von Anfang an haben wir mit dem gestartet eigentlich, bevor wir überhaupt 1000 Follower hatten. Ich weiss noch, unsere erste Aktion war ja Weihnachten gewesen. Dann haben wir gesagt, gibt es eine Familie da draußen, die sich keine Geschenke leisten kann. Geschenke für Kinder. Wir haben dort wirklich so 1000, vielleicht 2000 Follower gehabt, wenn überhaupt. Dann haben wir extra so ein Video gemacht und aufgenommen und dann hat sich wirklich eine Familie gemeldet. Und die hat aber nicht öffentlich gemacht werden. ja, Dann haben wir das einfach so ein bisschen im Hintergrund behalten. Wir haben dann gesagt, hey, wir haben die Familie genommen, also Geschenke gemacht, ihnen geschenkt und dann einfach gesagt, dass wir das gemacht haben. Alter, und das ist, verdammte König, man. Das Kleine verdient. nichts. Applaus. Danke vielmals. Massiv geile Aktion. Danke vielmals. Merci. Verdammte Merci König, vielmals. das ist geil. Merci Geil. Das war so unsere erste Aktion gewesen und ja, keine Ahnung, warum? Warum macht man das? Ich finde, wir haben alles hier in der Schweiz, du hast wirklich alles und dann gibt es Leute, die haben einfach gar nichts und mit ganz wenig, eben, du musst es ja nicht mal selber zahlen und dort haben wir, ich glaube, also wir tun jedes Mal auch selber etwas beitragen. Da und dort tue ich auch, wenn ich so Spenden sehe, ich kann nicht weg gehen, ohne schnell reinzuschauen, wer ist es, was braucht es und dann, komm, heute 50, heute 100, morgen 20 Stutz, egal. Ja. Ich kann das wie nicht. Wegschauen und nichts machen, das geht wie nicht. Und dann kommt dazu, dass wenn du das dann gemacht hast, das Gefühl einfach, dann denkst du so, geil. Ja, Es ist wie so wirklich ein geiles Gefühl, wie du jemandem geholfen hast mit etwas ganz Kleinem. Es ist ja nicht weltbewegend, was Ja, du ja, machst. total, Es ja, ist total. wirklich einfach easy und du hast jemanden Glasur glücklich gemacht. Und das Gefühl motiviert dich dann zum Weitermachen. Ja. Massiver Respekt. Ja. Wirklich Ja. geil. Voll stimmt. wieso also arbeitet ihr mit Swiss Baraka? Ja, das ist dann später dazu Aha, gekommen. okay. Mhm. Steht aber der Arber auch macht. Ja, voll. Also Ja. sie, Er ist auch dort dabei. Also Genau, dabei. genau. Er tut auch ab und Hat zu auch. mit ihnen etwas organisieren. organisieren. Genau. Warum mit ihnen? Es ist ja so, durch das, dass ich 100% arbeite und nebenbei noch das andere mache, es ist natürlich schon, je grösser das Wort ist, desto mehr wird von dir verlangt. Ja, oder? total, Und das haben wir gemerkt, dass mal mit dem lieben Gruß an Krenar, mit ihm habe ich Videos gemacht, mit ihm habe ich dann die Spende gemacht in Albanien, am Erdbeben, also nach dem Erdbeben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Mhm. Und dort haben wir in 24 Stunden oder 48 Stunden, weil es hat einen Unterbruch gegeben. In 48 Stunden haben wir 178 oder 173, ich weiß nicht, ist jetzt länger her, sagen wir 173'000 Franken gesammelt. Und dann haben wir so gedacht, fuck. Zuerst haben wir gemeint, das ist irgendwie etwas falsch, oder weißt, weil ich habe nach 30 Minuten so reingeschaut und sind schon 20'000 zusammengekommen. Und ich so, irgendetwas spinnt. Ja, kannst nicht glauben. Genau, und dann ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Oder was machen wir damit? Und das ist Auch noch Verantwortung. schwierig. Ja, Ja. und Verantwortung, die du musst übernehmen musst. Und dann merkst du einfach, das ist eine Organisation dahinter.
wie Swiss Baraka, wo dir das ein bisschen abnehmen kann. Ja. Wo zum Beispiel eben Also Know-how Abklärungen haben und so trifft wissen, oder- ja. Ja, genau. So ein bisschen wissen, Aber auch wie Profis in dem. So. angreifen. Ich meine, Ja, für irgendetwas machen sie es ja schon ja, länger. wie das in Angriff nehmen. Das wissen die ganz genau. Oder sie haben auch ihre Leute verteilt und so. Und das nimmt nachher hure viel ab. Und vor allem ist das Geld nachher nicht irgendwie unnötig in irgendwas investiert, sondern genau dort, wo du es hast wollen. Ja, genau. Heavy. Ich finde, vielleicht ist es ein bisschen persönlich, Sag mal. aber wieso befasst du dich, also ich finde es sehr schön, mit Down-Syndrom, also vor allem mit den Leuten. Jetzt mit den Allgemein Spaniern, Kranke. allgemein. Es hat vielleicht auch dort damit zu tun, ich habe in der Verwandtschaft 2, die nicht Down-Syndrom haben, aber auch eine Behinderung haben, wo es dir einfach leid tut. Oder? Wo du denkst, ja, schon. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, bei uns tun ist nicht so, dass jetzt habe ich da ein behindertes Kind und ich gehe mit dem in den Europapark, Ja, oder ja. ich gehe mit dem einfach. Das hat man früher ein bisschen zurückgehalten. Fast versteckt. Genau, Ja, ja. genau. Zurückhalten. Ja, richtig. Und dann kommt halt Motivation zum sagen, hey, scheiß drauf, zeig deinen Sohn, zeig dein Mädchen und ermögliche ihnen gleich ein schönes Leben, egal wie. Total, Oder? total. Und ja, so, genau. Berührt mir das Herz etwas, Mann. Wirklich. Dankeschön. Mega schön. Ich bin mal mit 18. Ich habe auch in der näheren Verwandtschaft Cousine mit einer Behinderung. Und ich bin halt aufgewachsen mit ihr. Sie ist 95erin. Und ich bin mit 7 oder 18 bin ich in ein Lager gegangen, wo helfen, wo 1-zu-1 Betreuung gemacht hast mit Leuten mit einer Behinderung. Eine Woche lang. Dann habe ich dort geschlafen mit denen in einem anderen Zimmer. Und dann habe ich den ganzen Tag, der war 54 gewesen. Der hat eine Behinderung, der einfach nicht selber leben konnte. Bin ich dort die ganze Zeit so in dem, permanent 1-zu-1 mit dem unterwegs gewesen. Einfach so ein bisschen, weil ich halt mit dem aufgewachsen bin und irgendwie mit so 6, 17 und so gemerkt, ich bin hure dankbar sein. Geil. Weißt du, so, für mich ist das nichts Neues gewesen. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich will irgendetwas retour geben. Und ich laufe dort rein, der Verschluss, ich laufe dort rein. Dann fragt mich der Typ, so, der dort, weißt du, so die Anmeldedaten und so, meine Idee und so. Also, bist du freiwillig da oder ist das so ein Programm vom Jugendrichter? Kanak ist wieder da. Vom Jugendrichter. Scheisse. Ich schaue, das Alter, fick mich nicht, Alter. Nein. Aber finde ich geil, wirklich Ja, wunderschön. und du hast es selber gemerkt, es ist etwas Schönes, oder? Weil Total, du total. kannst diesen Leuten etwas zurückgeben. Total. Sie erwarten es gar nicht von dir. total. Und dann ist es eben noch schöner, weil keiner von ihnen erwartet etwas von dir, sondern Total. eben Leute mit Down-Syndrom Absolut. sind ganz speziell. Die sind, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Leuten mit Down-Syndrom enger zu tun habt. Das ist verdammt krass. Es sind eigentlich wie, sorry, wenn ich es so beschreibe, wie kleine Kinder, die verdammt ehrlich sind. Und dankbar. Das heisst, du gibst ihnen etwas Schönes, das kommt gerade zurück mit Umarmung oder mit einem Lachen. Oder wenn sie keine Lust haben, haben sie keine Lust. Und dann sagen sie, hey, die einen Ticket, weißt du, es hat ein bisschen verschiedene Dinge, Ticket vielleicht auch aus und es ist verdammt schwer, um das zu handeln. Weißt, wenn du 2 Stunden mit ihnen zusammen bist, ist okay. Aber ich stelle mir es als Elternteil schon extrem vor. Weißt? Ganz Mega genau. viel Geduld. Mega Ganz viel genau. Geduld, ja. Und eben mit, ich sage jetzt mal, mit so Kleinigkeiten machst du die Welt ein bisschen besser. Genau. Ja. Genau. Mal big Applaus für das. Ja, das ist wirklich. Das Sonst ist, werden wir noch sentimental. alle sollen Hände heben, sollen anfangen zu brüllen. Nein, finde ich. Fast. Erzähl mal, was ist, kannst du Geil. mal den Begriff Lachen, was bedeutet das für dich? Lachen, weil du bringst so viele andere Leute zum Lachen. Was heisst für dich? Hey, ich habe einen guten Spruch eigentlich auch in meiner Bio. Insta-Bio. Der ist, Boah, schon ich habe genau verdammt das lang- wollen zeigen, Schon Alter. verdammt lang. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, der ist schon so lange drin, aber es geht darum, mit Lachen. Mit Lachen, da müsstest du vorlesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe witzig, dass ich habe überlegt mit dem starten. Es ist so ein Das guter Wunderbare an echtem Lachen ist, dass es einfach jede Art von System zerstört, das Menschen trennt. Genau. Das ist sehr Das heisst, egal was gerade ist, wenn irgendeiner jetzt da einen Witz erzählt, ich sage jetzt mal Israel, Palästina, die würden beide miteinander lachen und in dem Moment, wo sie gerade lachen, ist alles Vergisst andere, alles andere. komplett Total, vergessen. ja. Alles, oder? Und das ist eben das Schöne daran, oder? Weil uns geht es schon gut, genug schlecht, sage ich jetzt mal, mit eben gewissen Sachen, wie Krieg da, Krieg dort hörst du wieder etwas, dort wieder irgendwie etwas passiert. In einer Situation da demografisch in der Schweiz. Ja, genau. Und darum lachen muss man schon ein bisschen mehr. Oder? Ja, sehr schön. Ja. Das sind auch meine Lieblingsleute, die mit Fame, Personen vom öffentlichen Leben, die etwas mit Fun machen. Ja, absolut am liebsten, weil es halt, du machst etwas Positives für die Gesellschaft. So. Du bringst Leute zum Lachen, Leute haben dich gern. Weißt du,
ich kann mir vorstellen, wenn dich irgendjemand sieht. Lacht mich aus, weil ich so auskenne, oder was? Wolltest du das sagen? Der ist verdammt frech. Der ist verdammt frech. Italo halt, weißt du? Nein. Das schiebst auf dir. Nein, aber weißt du, geil, ich finde das mega geil. Wenn ein Kommentar oder eine Nachricht, wieder eine private Nachricht bekommst von jemandem, der sagt, hey, mir ist gerade... Nein. Nein. Mal etwas anderes. So, du bist noch nie... Nein, ein Kommentar oder eine Nachricht von jemandem, der schreibt, hey, mir geht es gerade schlecht, ich habe gerade familiäre Probleme oder ich habe gerade eine Krankheit, wo gerade, weißt, irgendwie so. Und ich bin jetzt gerade irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde deine Videos auf und ab scrollen und du hast mich in dem Moment hast mich können ablenken. Das ist nachher hure viel wert. Das ist so. Hey, das nimmt so viel. Und übrigens, mit etwa 300 Followern, das können wir gerade so öffentlich machen, die Situation kann ich gerade ausnutzen. Mit etwa 300 Followern haben wir so gedacht, hey, lassen wir doch das Ganze, weißt, es ist lustig und so. Am Anfang? Ganz am Anfang, genau. Und dann bin ich im Preisring gewesen, Kalaja, dort oben. Und darum ist es eben wichtig, darum ich es erwähnen, genau. Bin ich dort oben gewesen, und da kommt ein kleiner Bub, etwa 12, 13 und sagt, hey, du bist doch der die Videos macht. Nein! Da habe ich 300 Follower gehabt. Weißt du, das war dort nicht irgendwie weltbewegend. Noch nicht so viral. Von diesen 300 Followern sind 200 Verwandte drunter. Und der kommt und sagt, hey, darf ich ein Foto mit dir machen? Und ich dachte so, hä? Weißt du, hä? Krass. Und Ist das erste Foto gewesen? Das erste Foto ist mit ihm gewesen. Und darum, hey, wenn er sich irgendwie meldet und das Foto vielleicht noch hat, das wäre noch geiler, weil nur dann lade ich ihn ein. Sonst nicht. Sonst kommt jemand anders. Das bin ich gewesen. Mega. Und der Kleine hat mir so einen Motivationsschub gegeben. Nicht wegen, oh, ich bin erkannt worden, geil, sondern so, hey, lustig, was du machst. Ja. Und das heisst, der ist irgendwo, ja, der ist jetzt aus der Schweiz gewesen, aber es gibt vielleicht auch Leute aus Deutschland oder eben Kosovo, wo auch immer, wo irgendwo sitzt, dieses Video anschaut und lacht. Und da hat mir das Gefühl nachher gegeben, genau. Und dann habe ich gedacht, geil. In diesen Ferien habe ich, glaube gerade noch 2-3 Videos gemacht und hochgeladen. Ja, gerade Motivationsboost. Mega Motivation bekommen. Wilde Gedanken. Ja, das ist voll krass. Ja. Weißt du, wenn du witzige Videos machst, irgendwo ist jetzt vielleicht gerade jemand und lacht über deine Videos. Ja. Alter, wilde Gedanken. Ja. Geil. Manchmal vergisst man, denke ich, auch sehr schnell, was man also so kann bewirken kann. Ja, total. Ja. Ja, weil wir sehen es ja nicht. Wir sind wie so eine Fußballmannschaft, die gerade ein Spiel hat, mit 20'000, 30'000, von mir aus 100'000 Zuschauern, die in einem Stadion sitzen, die siehst du aber nicht. Die siehst nicht applaudieren, die findest es geil. Gut, du siehst es mit den Likes und Kommentaren, aber das ist noch lange nicht das, wo eigentlich wirklich stattfindet. Oder? Und das macht es ein bisschen speziell. Ich habe gerade jetzt auch so eine Story vor 2 Tagen erlebt. Ist mal einer der Tag, ich bin ins Büro reinlaufen, da hat sie mich angehalten, ist sie dort am Warten vor meinem Büro. Ich habe gedacht, vielleicht wird sie irgendwo anders durch. Die so, hey, darf ich dich kurz etwas fragen? Nachher, ja. Ich finde, was du magst, einfach, hat sie mir Props gegeben, so brutal, wirklich Fotos, Videos. Ich so, hey, danke vielmals, weißt du, schätze mega. Ich verfolge dich schon so lange, das, was du erreicht hast, ist einfach brutal. Ich so, wow. Weißt du, bin ein bisschen überfordert gewesen. Ja. So, willst du einen Kaffee? Wenn wir schnell einen Kaffee zusammen trinken? Der ist reingekommen, dann erzählt sie mir einfach eigentlich das, was ich auch will. Weißt du, so, ich höre in die USA gehen, also New York, Viertel. Und dann sagt sie mir, ja, ich bin recht oft in New York, Viertel dort. Und nachher ich so, also ist auch Fotografin? Was würdest du in mir sagen? Ja, voll. So, was würdest du in mir sagen? Ich sag, dass wir dich schaffen, weißt du, was du am machen bist? Sag ich dir Props. Und am Schluss sagt sie dir, hast du mal 20 Stutz. Ich kann gerade sagen, stellen vor, sie sagt so, hey, ich kann schauen, dass du mehr verdienst und musst nur einen Tausiger zahlen. Nein, aber es ist doch geil, oder? Total, egal in welchem Job. Ich sage jetzt Autoverkäufer, da schreibt jemand so eine Rezession, wo du denkst, hey, und der motiviert dich und sagt, hey, du hast die Beratung, ist gut gewesen und du hast mir ein gutes Gefühl gegeben. Und das motiviert dich gut, um den nächsten Kunden genauso wieder zu bedienen. Total. Egal in welchem Job das ist. Total, ja. Man hört eigentlich gerne Komplimente. Oder? Du nicht. Ich höre leider du hörst zu viel. Du hörst zu viel. Er hört zu viel von sich selber, einfach vor dem Spiel. Geiles Sieg. Du bist richtiger Verkäufer, du bist der King. Jeden Morgen so 10, wie sagen wir in diesen Sätzen? Ich weiß nicht, den Satz noch vergessen. Motivationsboost, gell? Ja, nein, so. Zitat? Nein. Zitat Ende, Gänsehosen. Ich weiß auch nicht, das sagen wir so am Morgen, ja, du bist geiler Sieg und so, aber ich habe den Namen vergessen. Wegen, du hast gesagt, wegen dem Feedback. Ist denn das so mit, wenn du die Videos machst, hast du das Feedback nicht gerade live vor dir, da wo du jetzt gerade vorher thematisiert hast.
ist für dich nie ein Thema gewesen, Stand-up oder so? Weil dort hast du dann nicht live vor. Ja, Das, voll, weißt du, wo voll. du jetzt gerade so ein bisschen, weil ich kaufe dir total deine Passion ab, wirklich Ja. beeindruckend. Aber es ist im Fall schon mehrmals der Gedanke da gewesen und du hast dann vielleicht auch sogar mal irgendwann Sachen angefangen aufzuschreiben, ist deine Kamera aus? Und du, also ich habe dann irgendwann auch Sachen angefangen zu schreiben und so, aber ich habe mich noch nicht 100% mit dem befasst, dass ich sage, hey, ab dann wollte ich es mal probieren. Die Möglichkeit hätte ich sogar gehabt. Der Hamza Reihe kennen ihr vielleicht auch. Der hat ja seine «Deine Mutter-Comedy-Show, die er macht. Und er hat mich schon ein paar Mal gerufen und ich sage immer, ja, es wäre eigentlich schon mal geil. Ja. Aber du müsstest dich wirklich dahinter setzen und mal Gas geben, etwas schreiben und so. Also wenn du das Thema spannend findest, ich mache jetzt Werbung für unseren eigenen Podcast, los die Episode mit dem Sven Ivanic, die ist jetzt eine Woche vor dieser Episode draus, für alle, die zuhören, für dich, die kommt übernächste Woche so. Ja. Genau das Thema thematisiert. Ich finde das auch mega spannend, würde ich auch gerne mal probieren. Total. Aber dann müsstest du auch lustig sein, oder? Bin ich aber nicht. Weil, wenn du 10% bist, ich 10. Vielleicht finden wir noch andere, wo andere 80 sind. Aber das hat er genau auch gesagt. Also, von dem Programm, das du schreibst, ist nicht 100% lustig. Es sind vielleicht 3% lustig. Sorry, sind vielleicht 3% lustig. Ja, aber pass auf. Du hast schnell ausgleichen, dass wir wieder... sind vielleicht 3% lustig und dann machst du es 3-4 Mal und dann irgendwann hast du etwas, du kannst 10 Minuten präsentieren. Du wirst lockerer natürlich mit der Zeit und Ja, irgendwann, ja, total. Spielst du auch mit dem Publikum, Ja, oder? total. Und jetzt wärst du wahrscheinlich das erste Mal, wenn du oben stehst, kommst du Nasenblüten über und denkst so, fuck, wie komme ich da wieder raus aus dem Ja, Scheiß? wie dich, du hast ja 1000 Videos gemacht, weißt du, bei deinen ersten Videos bist du Ja. nicht so nervös, oder? Ja. Wenn Nein, du jetzt einfach hochgeladen hast. Videos? Ja. Mit OnlyFans? Nein, Spaß. Ich weiß es gar nicht im Fall. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ganz wenige, die ich nicht gepostet habe. Es gibt, weißt du, wo du sagst, ich nehme es auf und ich tue es jetzt gleich nicht aufladen. Da hat es ganz wenige. Ich wüsste es im Fall echt nicht. Okay. Ich habe früher aber viel aus so Stories gemacht. Ja. Das das ist auch eben- schwierig, ja. Ja, das war ein bisschen scheiße gewesen, das hätte ich gerne gepostet gehabt. Aber es war immer 24 Stunden drin gewesen. Und gewisse Sachen habe ich dann nachträglich mal gepostet gehabt, die dann hure viral gegangen sind, wo ich dachte, das jetzt Unnötig, ja. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit dem am Fußballmatch. Und dann habe ich zuerst mal einfach in die Story rein da. Und dann hat es einen geklaut und hat es gepostet und hat irgendwie 2 Millionen Klicks gekauft. Und ich einfach 24 Stunden drin gehabt. So. Fail. Ja. Ich habe mehr Stories gemacht Okay. früher. Ja. Was ist so dein Lieblingsvideo, wo du kannst sagen... Von mir? Ja, Ja. Wow, gibt's das? Weiß ich Ist nicht. das nicht so selbstverliebt, wenn man das... Nein, Total das nicht, gar oder? nicht. Gibt's Amigo, das? mischt noch Aha, einen dann Spiegel ist und es pusht im dich Fall. selber. Nein. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Also ich liebe meine Videos. Damals habe ich sie gepostet. Ich habe jetzt mit dem aufgehört, wegen kleinen Kindern in den Videos und so muss ich ein bisschen aufpassen. Ich würde es sehr gerne machen, weil die Kinder sind sehr lustig. Ja, total, ja. Aber eben, die heutige Welt ist so dementsprechend. Schwierig, Ja, ist halt ein schwieriges Thema. Mit meinem Neffen habe ich es immer geliebt. Mein Neffe ist viele da draußen kennen meinen Neffen sogar. Er ist sogar, irgendwann habe ich aufpassen, er ist auf dem Spielplatz angesprochen worden. Ja. Du bist der Neffe vom alten Chillman, das ist ein 5-Jähriger. Ja, voll laut, da willst du den Foto machen. Und ich mache mir ein Foto jetzt, hä? Was? Mit ihm habe ich es einfach geliebt. Ja, weil er ist eine hure lustige Person. Ja. Ja. Würdest du sagen, du bist die witzigste Person von deiner Familie? Mein Bruder sagt immer, mein jüngerer Bruder, er sagt immer, ich bin eigentlich lustiger als du. Ja, eigentlich sagt ich. Ja, er sagt Lieber immer- Gruß an den kleinen Bruder von ihm. Er ist übrigens grösser, einfach ein bisschen jünger mit den Jahren. Aber er sagt immer, er ist lustiger, aber er ist so ernst lustig, weißt du? Aber ist er auch lustiger als du? Ja, nein. Boah, ist das eine grosse Debatte bei euch zwei? Ja, das ist, ja, aber ja. Erste Teil, wo man rausschneidet. Ja, schneid das raus, sonst. Er ist ab und zu schon lustig. Schon lustig. Ich darf das jetzt nicht öffentlich sagen, weißt du, sonst er sagt ab und zu gar in den Keller lachen. Weißt du, weil untereinander sagt man das natürlich nicht. Ja. Dann ab und zu gehe ich wirklich in den Keller. Nein, es ist, ja. Schau, ich mache es natürlich anders. Ich mache es ja nebenberuflich. Ja. Und es ergibt sich nicht mehr so wie früher, dass man viel zusammenhockt und viel macht und tut wie früher. Jeder hat so seinen Job, jeder ist so ein bisschen... Wartest nur noch auf am Hochzeiten Arbeiten. zum Zusammensein? Ja, Ist nur hey, für das macht man eigentlich die Hochzeit. Ja, es geht nur um das, ja. Was, du wirst eingeladen an Geburtstag? das. Wirklich? Und du machst eigene Party? Wir sagen jetzt nur, ey, du Twint anfragst. Ich Okay. jetzt mal an, die. Scheiße. Ja, schon. Ja, ich bin der Lustigste in der Familie. Geil. Nein, Spaß. Mein Neffe ist lustig. Hey, mein Kleiner,
1,5 Jahre, ich habe das Gefühl, der wird verdammt lustig. Schon, Nein! Was früher haben sie gesagt, meine Kleine wird, glaube ich, Rechtsfüßer. wird eben, Meine alle wird meine lustig. wird lustig. Alter. Bis vor kurzem habe ich gemeint, er wird Stepptänzer. Nein! Ja, ich kann verdammt gut irgendwie mit den Füßen. Ich habe einen Böller gekauft und so Pylonen, weißt du, um ein bisschen... Aber dort hat er noch nicht können laufen. Ja. Er war noch ein bisschen zu früh gewesen. Wie sieht die Zukunft vom Hottie aus? Erzähl mal, was denkst du so auch Allgemein? allgemein. Hey, Comedy. ich will den Job, den ich mache, als Autoverkäufer so lange machen, wie es geht. Weil in diesem Job ist auch immer so gedreht, wie lange kannst du das noch machen. Das haben wir aber vor 5 Jahren schon gesagt. Ist aber bei den meisten Jobs so, dass das Ja, gesagt wird. ja, absolut. Und es läuft sehr gut. Ich mache es sehr gerne. Darum sehe ich mich dort natürlich weiterhin. Und ja, das mit Videos, solange es mir einfach Spaß macht. Ja. Ich habe mit Wegspaß angefangen und mache es aus Spaß. Ich sitze nicht an, heute muss ich ein Video machen, weil ich jetzt diese Woche nicht gepostet habe, sondern hey, die Woche mache ich einfach nicht, weil ich keine Lust habe. Und dann gibt es 2-3 Wochen mal gar kein Video. Und ich finde es hure geil, da muss ich jetzt meinen Leuten danken, dass die auch so lange dabei sind. Oder? Ist nicht so, weil es ist hure üblich, dass einer im Monat nichts macht, dann springen die Leute einfach weg. Oder? Die sagen, hey, ich weiß nicht mal warum. Schnelllebige Welt, Ich habe gar keine Erwartung von jemandem, wo ich folge. Weißt? Ja, voll. Und dann poste ich wieder mal ein Video und die Leute sind einfach wieder da und ich finde es super geil. Und die sind Eindruck, wie nicht motivierend, böse. Ja, total. Und für die machst du es dann, weil ich sehe so viele Leute draussen live, die sagen, hey, mach doch wieder mal etwas. Und dann denkst du, ja, jetzt gehe ich heim und mache etwas und dann gehst du schlafen. Machst du das ohne Agency oder so? Doch. Ich sage das sehr ungern, weil das klingt so krass. Ich habe so einen Manager. Sorry, als Manager, sorry. Genau darum. Ich sage dann, ich hole den noch weit aus. Weißt du, ich kann jemanden, der schaut für mich. Ich sage immer, das klingt so Schweizerisch. Ja. Ja, aber es klingt schon komisch. Manager tun so, als ob du Deutschrapper wärst. Ausser einer fragt, hey, kannst du Werbung machen für mich? Dann sage ich, hey, ich habe einen Manager. Ja, Dann tun sie eben krass und teuer. Dann tun sie teuer. Dann sagen sie, nein, Schuhe. Ich poste selber. Ich mache selber, genau. Nein, die sind schon lustig. Okay. Hey, Wer mach findest- doch nur schnell. Nur Ja. schnell Werbung, nur Ja, schnell. das gibt es Total, so. Das ja, ist sehr total. oft die manchmal Total, Vorstellungen. Weißt du, du hast ja sicher schon das erste Mal, wo du Cash bekommen hast für irgendeine Kooperation oder so. Habe ich gar nie. Total. Wenn es das erste Mal so etwas ist, wie fühlt man sich dort? Bist du so ein bisschen, ey, boah, ich bin voll der Influencer? Oder? Nein, das Wort habe ich auch schon von Anfang an gehasst. Ja, gut, das hassen doch alle, Nein, Leute vom Nein, nicht alle. öffentlichen Leben nicht. Ja, nein, ich bin Influencer. Das gibt auch die. Passt dann schon dazu. aber- Ja. Wirklich, Alter. Und die einen stellen sich gerne mit Influencer vor, ich bin Influencer. Und ich sage immer, ich bin Autoverkäufer und mache nebenbei noch so ein bisschen Videos. Du sagst das schon sehr humble. Wie das Ja, einfach weil zu es sagen. aber auch so ist. Es ist bist wirklich so ein so. verdammter Gangster, Alter. Ich gehe nicht heim und weißt du, was ich meine? Es ist nicht irgendwie. Es ist wirklich so. Ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht. Ja. Oder? Aber das erste Mal, wir sind dort auch so unter Vertrag gekommen mit etwa 3000 Followern. Und dann haben wir dort auch schon gedacht, hey, jetzt sind wir voll da dabei in diesem Game. Oder? Und dann haben wir das erste Mal Geld bekommen. Ist aber so cool. Ja. Aber wie gesagt, ich war auch dort schon Autoverkäufer gewesen und für mich hat das wie nicht umgehauen. Ja. Es sollte jetzt nicht blöd tönen, Ja, aber aber ja, für mich ist es immer noch so, okay, es ist Spaß, jetzt hast du noch etwas bekommen für das. Chillig. Cool, Ja. oder? Aber in der Regel machen die Werbungen nicht so Spaß. Ich weiß, Ja, wie es ja. den anderen geht, aber in der Regel Also, machen das die meinst du, Werbungen nicht. begrenzt auch. Ja. ich finde es vor allem, deine Werbungen sind auch eine Legende. Ja, voll. Alter. Ich habe gerade vor ein paar geschaut. Vor allem, weißt du, ich bin ja geil an deinen Werbungen. Du tust nicht von Anfang an, erst am Schluss sammeln. Ich bin jetzt so kein Brands oder so, wenn du irgendetwas am Essen bist oder so, nachher tust du es würzen mit irgendetwas oder was auch immer. Ey, mich jetzt gerade vorne in die Videos, mich jetzt verblasen, Mann. Das ist aber hure schwierig. Die meisten sagen, hey, das Produkt, das du bewirbst, muss in den ersten 5 Sekunden oder 3 Sekunden, schon. ja, muss man es sehen. Und das macht es nachher gerade so ein bisschen schwieriger. Ja. Und weil die meisten, ist ein bisschen schade, die meisten denken so, schau, Werbung und tschüss. Ja, voll. Liken zum Teil nicht Ja, oder das ist sehr müssen sie auch nicht. schade. Das ist okay. Wenn es nicht gefällt, gefällt es nicht. Aber ich sage immer so, eine Werbung kannst du einfach weiter scrollen und dann kommt wieder ein normales Video und dann ist wieder gut, oder? Darum völlig okay. Ja. Ja, aber mittlerweile auch mit so viel Werbung wie vorgespielt wird auf Ja. Social Media, das ist klar. Die Leute gehen gerade wegscrollen. Sobald sie merken, so ein Logo sehen oder sonst auch.
Ja. Mache ich auch automatisch. Ja, total. Ja. Das ist eben dann das Schwierige daran, um es so machen, dass die Leute trotzdem dranbleiben. Ja. Dann kommt halt wieder eben leider dazu, dass du gewisse Sachen so und so musst machen. So, Und dann bist du Vorgaben abhängig von dem ganzen Zeug, du hast deine Vorgaben. Und eigentlich würde ich es gerne so machen, wie ich es immer mache und einfach das noch dazu nehmen und dann würden auch viel mehr Leute zuschauen. Und das sage ich dann auch, aber es gibt Richtlinien und die haltest du ein und dann machst du das. Ist ja dir mit deinem Beruf dein kreatives Talent verloren gegangen? Mit dem Beruf jetzt? Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen besetzter mit meinem Beruf, sage ich jetzt mal. Ein bisschen fokussierter, weil ich einfach nur mal ein bisschen reissen will, einfach nur mal ein bisschen mehr machen und so weiter. Und dann hast du nicht mehr den freien Kopf wie vorher. Das ist definitiv so. Du kommst heim, im Winter sowieso, es ist dunkel, die Leute sind schon ein bisschen depri und du wirst einfach nur müde, oder? Und dann hast du auch nicht deine freien Gedanken. Und darum finde ich Ferien geil, ich finde so Wochenendtrip geil, weil ich komme auf freie Gedanken. Lass dich wieder inspirieren und dann kommt das wieder. Genau, aber du hast da völlig recht, das verlierst ein bisschen. Das ist schade daran. Ja. Also überhaupt keine Kritik. Aber es ist oder so. definitiv so. Ja. Ich würde dich für andere Sachen kritisieren. Nase, dies, das, Augenbrauen und so. Aber das Augenbrauen, gestern Zupf. Was ist wieso Augen? Okay, aber auch. Findest du so lustig? Was sind so die Vorbilder? Es gibt in Amerika gibt es ein paar, die ich hure geil finde. Schon immer. Ich weiß nicht, ob ihr Wines kennt von früher. Das sind 7 Sekunden Videos gewesen. Und das habe ich so geil gefunden. Die Insta-Videos da, oder? Früher sind es Wines gewesen. Es war eine App gewesen, das hat Wine geheißen. Die Videos sind 7 Sekunden gewesen. Ich weiß es, ja. Sehr wenig irgendwie nackte Haut oder sehr wenig irgendwie komische Videos, sondern wirklich, es ist um Lachen gegangen. 7 Sekunden. Bring mal deinen Witz in 7 Sekunden. Ja, total. Ja, und in diesen 7 Sekunden ist so viel passiert. Und die Videos hast du etwa 10-mal angeschaut. Weißt? Und dort habe ich mich inspirieren lassen und ich habe das immer so geil gefunden. Das ist der Anwar, den ich sehr gerne habe. Gibrauli oder so heisst er zum Nachnamen, ich weiß es nicht genau. Ist ein kleinerer, er ist glaube Araber. Also Araber ist ein bisschen. Aus dem Neuen Osten. Ja, ich wüsste jetzt nicht genau von wo, aber. Anwar könnte Pakistaner sein. Könnte sein. Es könnte sehr gut sein, ganz genau. Nur schon der von Finelli als Kavar. Ja, Anwar Inder, Pakistani. Ja, etwas von dort ist gleich. Auf jeden Fall, er ist Hammer. Er ist Hammer, was der für Videos macht, wo du denkst, hey, fuck, wie kommst du auf das? Ja, das weißt du, ist das finde ich auch ein geiler Moment, wenn du einen Comedian gefunden hast oder irgendeinen, den du witzig findest, auf Instagram neu entdeckt hast für dich. Und die 20 Minuten, wenn du dann auf dem WC hockst und du dann mal ein bisschen abchecken, die 20 Minuten, Bro, das sind Killer-Momente. So Sachen machst du auf dem WC. Ja, Bro, ganz, ganz schlimm. Das, wo dir die andere geschrieben hat im Kommentar, ich schaue Videos. Ich kann ein Kreuzworträtsel machen auf dem WC. Geil. Ich spiele Sudoku. Ah, krass. Ja. Auf dem WC. Ich mache nur das, was Nur schießen, oder? Das heisst, du bist in 5 Minuten draußen? Nein, das nicht. Ich bin schon so eine, wie sagen wir? Longtime-Schießer? Ich habe das Gefühl, ab dem Moment, wo du geheiratet bist, bam, bist du das direkt. Denkst du? Dann noch mehr, meinst du? Dann noch mehr. Weißt du, es hat ein weiser Mann, ein guter Freund von meinem Vater, hat mal gesagt, weißt du, wie du erkennst, ob ein Mann geheiratet ist oder nicht? An seinem Hobby. Wieso? Jeder Mann, der geheiratet ist, hat ein Hobby, das viel Zeit beansprucht. Weißt du, Fischen oder ich kann gerne Golf oder Autorennen schauen. Nicht mehr einfach nur in 7 Stunden oder so, sondern so voll etwas, was voll lang geht. Auch zum Wegbleiben. Ja. Zum Glück bin ich Fotograf, seit klein habe. Ich habe plötzlich angefangen mit Podcast, niemand weiß warum. Ich sehe mehr als meine Frau. Hauptsache nicht daheim sein. Grüße unsere Frau. Ja, Mann. Ja, lieben euch. voll. Ja, schön sind ihr da. Schön sind ihr da. Ja, wir sind langsam da zum Schluss gekommen. So als krass. Schlusswort. Etwas, ja, es ist schon fast eine Stunde vorbei. Crazy. Ja, Realspiel. Wir haben noch nicht richtig angefangen. Krass. Mir gemerkt, du bist nicht lustig. Ja, Ich habe gesagt, hören wir. so eigentlich ist eine halbe Stunde vorbei, aber Nein, so als Schlusswort. Nein, wirklich etwas lustig, geil. An unsere Community, an deine Community. Hast du Hey, etwas sagen? So. ich habe mich nicht vorbereitet auf das. Ja. Können wir schnell einen Schnitt Weißt du, machen? was kannst du machen? ChatGPT fragen. Weißt du, was kannst du machen? Lies dein Ding vor, Was? deine Bio. Ja, Deine komm. Bio. Nein, das ist verdammt blöd, wenn du das vorliest. Das müsstest du auswendig sagen. Ja, Bro, Nicht. die zuhören, nicht schauen.
Die hast du ja total Nein, abgeholt das mit haben sie jetzt gehört. Ihr schneidet das in, ich weiss es. dem. Mit dem Finger Nein. schneiden, das nicht. Hey. Null Vertrauen in uns. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Danke dir Es ist vielmals. Ist geil für gewesen. mich spannend gewesen, um das überhaupt mal so zu sehen, weil sonst habe ich Podcast von anderen mal gehört, aber so, ich habe mich eben gefragt, für was ich opfere. Und macht Sinn. Ist dir gefallen? Das ist verdammt geil. Aber es ist Verdammt gefallen geil. so. Also, du hast gemeint, Stimme von mir. Es ist geil, ja. Es ist, Nice, und du nice. siehst, die Zeit geht verdammt schnell. Ja, Er hat ein total, paar ja. Mal gekannt, aber, so, Fick mich nicht. aber es ist cool, lustig. Ja, voll am geil. die ganze Ich bin Zeit. nervös. Sag wegen einfach, du hast viel ersten geschafft. Hey, ich habe brutal viel geschafft. Ja. Heute Ja, es ist Homeoffice cool mit gewesen. dir. Es ist cool gewesen. Ich wollte mich an dieser Stelle bei euch bedanken für die Einladung und ich nutze es gerade aus und bedanke mich bei allen Zuschauern, die mir seit und je folgen. Das sind Leute darunter, die seit Jahren dabei sind Geil. und die ich zum Teil erkenne. Tönt einfach niemals eure Profilbilder ändern, weil ich erkenne es immer an den Profilbildern. Dann weiss ich, das ist er. Er ist von Anfang an dabei gewesen. Tönt Namen und so nicht ändern. Einfach Danke geil. vielmals allen. Ja. Danke vielmals. Hey, danke dir Und vielmals. ladies and Wirklich geil gewesen, gentlemen, Mann. Hat das Spaß ist gemacht, Bro. Ganz Dogger stark. like Loose. Hey, bleibt cool, küsst eure Bis Mütter auf die zum Eltern. nächsten Auf Mal. die Eltern, küsst eure Mütter auf die Nice Stirn. talk. Macht keine Faxen, hört auf eure Eltern. Geile Sachen, bleibt Bye gesund. bye. Spendet, wenn ihr vorgeht. Ciao zusammen. Talk it like Loose D.